Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, im heutigen Video sind wir aktuell gerade in Rheinau unterwegs und wir gehen an Rheinfall. Mich interessiert, wie abgesperrt das ist, wie das aussieht im Rheinfall. Und genau, ich habe mir vorher überlegt, mal was für Themen, das ich machen, beziehungsweise ist mir das ein bisschen wie so von alleine so mir nachgeflogen, oder was ich machen will. Und wie soll ich sagen? Habe ich die Idee gehabt, Thema falsch parken und das Thema vom erste in Verkehrssetzung, was auf dem Ausweis steht vom Auto, um das ein bisschen auseinanderzunehmen und ein bisschen zu erläutern. Und genau, also ich wollte zuerst mit dem Thema falsch parken kommen. Ui, viele Kälbli. Genau. Und das erste Thema falsch parken, wie ich das gesehen. Und zwar ist das ja so, dass ich mal mit dem Geschäft in Zürich in eine Bäckerei gegangen, schauen, wie die backen, weil es eine relativ grosse Bäckerei ist, wie die backen und wie das so läuft mit den Kühlschränken und mit dem, ja, einfach alles gezeigt wurde. Und dann haben wir im Anschluss noch ein bisschen etwas Kaffee bekommen und ein bisschen gut essen können. Und dort habe ich schon am Anfang gewusst, durch unsere gelöste Zeit von einer halben Stunde oder von einer Stunde, ich weiß nicht mehr, wie lange es war, das wird nicht lang. Wir sind glaube mit 2 Autos oder mit 3 Autos gegangen und ein Auto war wieder bei mir gewesen. Und ich habe schon am Anfang gewusst, das geht sowieso nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, wir sind sowieso viel länger drin. Oder? Wenn du so einen Ausflug machst. Und der Küchenchef von uns, oder einfach der Chef, der hat das nicht so ernst genommen, wo ich da gesagt habe, das schaffen wir eh nicht. Rheinfall, wie geht es zum Rheinfall? Da. Und dann ja, dann hat er eben wie gesagt, ich sage ja komm, er zahlt es dann oder die Firma zahlt es, falls ich eine Busse bekomme. Es ist schlussendlich auch so gewesen, ich habe eine Busse bekommen von 40 Stutz. Aber ich muss sagen, das ist ekelhaft, wenn du als Fahrzeugführer, als Fahrzeughalter eine Busse bekommst, wo du eigentlich, blöd gesagt, nicht geschult bist, weil eigentlich ist jeder Fahrzeugführer, Fahrzeughalter für sich selber verantwortlich und müsste ja die Busse selber zahlen, oder? Aber das ist ja eigentlich nicht wirklich schlimm gewesen. Das Schlimme kommt jetzt, die schlimme Geschichte. Ich bin in Zürich gewesen, ich weiss nicht mehr, Food Festival oder was, und habe im Parkhaus parkiert, bin ganz normal reingekommen, das Auto abgestellt, bin ganz normal rausgekommen und dann am Abend, es war nicht mal wirklich spät gewesen, im Gegenteil, es war relativ früh gewesen, bin nicht mehr reingekommen, alle Türen zu und dort, wo man reinfährt, hat es Schranken, also hat es richtige Bleche an der Karte, wozu ist nicht nur einfach die normale Schranke, sondern wirklich richtige Blechwand. Und ja, bin nicht mehr reingekommen. Dann irgendwann war mal eine Bewohnerin dort gewesen. Also ist dann gekommen und dann hat die uns reingelassen und ich konnte schlussendlich zum Parkhaus können und habe dann wirklich rausfahren und dachte, die Schranke geht eh nicht auf und so. Und dann habe ich Panik gehabt, habe umtelefoniert, was dort dann am Schalter gestanden ist, die Nummern und alles. Und die haben gesagt, ja, haben dann schon probiert rauszufahren. Und mir ist das mega unprofessionell vorgekommen. Also schlussendlich ist alles gut, ich bin rausgekommen, aber so wie ihr gesagt habt, so wie ihr selber keine Ahnung habt von dem System, oder? Weißt du, was ich meine? Wenn ich dort anrufe, habe ich schon die Erwartung, dass sie das wissen. Auf jeden Fall bin ich dann dort rausgekommen, aber da würde ich auch jedem empfehlen, wenn ihr in ein Parkhaus geht, wo ihr nicht schon 1-2 Mal sind, wo ihr nicht wisst, googlen oder schaut irgendwie dort, wo man Billett zahlt. Dort müsst ihr eigentlich oftmals Zeit draufstehen, schaut, wie lange das die aufwand. Weil nicht alle Parkhäuser haben 24/7 offen, oder? Das ist eben das Problem. Ein paar machen am 10 Uhr zu und dann, ja, genau. Also immer schauen,
Lieber sicher gehen, wenn ihr halt 2-3 Minuten länger braucht, dann würde ich das noch herausfinden. Lieber so. Oder? Das ist auch ein bisschen mein Ding, dass ich eben das eine wegen der Bus und das andere wegen das eine wegen der Bus und eben das andere wegen mir eingesperrt sein. Ist ein bisschen mein Ding. Du musst mir halt nicht winken. Nein, aber das ist ein bisschen das Ding, dass ich beim zweiten, wo ich eingeschlossen wurde, da hätte ich ganz ehrlich nicht erwartet, dass man eingeschlossen wird. Hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber beim ersten habe ich schon gedacht, dass ich den Bus bekomme. Und, genau, was ich noch wieder sagen. Ich bin auch schon 1-2 Mal, aber dann habe ich wirklich fast wirklich in die Hose geschissen, weil ich mir gedacht habe, jetzt werde ich den gerade abgeschleppt. Es hat irgendein Parkplatz angestanden, wo steht, wie kostenpflichtig abgeschleppt, oder? Weißt du, was ich meine? Bin ich auch schon drauf gefahren, aber nur für wenige Minuten und habe die ganze Zeit drauf gelotzt und richtig Geschiss gehabt. Und ich weiss nicht, was schlimmer ist. Ganz ehrlich, ich weiss nicht, muss ich jetzt rechts gehen? Ja, sonst geht es zum Bahnhof. Also ich weiss nicht, was schlimmer ist, dass das Auto abgeschleppt wird und ob du musst zahlen oder nicht, ob du musst dann irgendwie wieder an dein Auto ankommen oder ob du einen Bus von 100 Stutz bekommst, 150. Also ich glaube, je nachdem, es kommt immer darauf an, auf die Situation, finde ich, je nachdem ist der Bus von 150 Stutz viel zu überzogen, für dich selber. Aber wenn das Auto weg ist, kann auch scheiße sein, wenn du irgendwie, ich weiss nicht wie lange, dann hast du bis du das Auto organisiert hast, bis der Verkehr, bis dann, wie sagt man dem, Mitfahrgelegenheit organisiert hast oder das Taxi oder wie auch immer, bis du dann bei dem Auto bist, oder? Kann das auch noch ein Zeitchen gehen, also ich weiss jetzt nicht, was ich eher würde wählen. 100, also nicht 20-30 Stutz, sondern wirklich 100-150 Stutz Bus zu zahlen. Oder dass das Auto irgendwo im Gag draussen steht und du musst es irgendwie holen. Ich meine, selbst wenn das passiert, musst du zum Abschleppen meistens auch 200, 300, 400 Stutz zahlen. Zum Abschleppen. Und ich weiss nicht, ob man irgendwie zum Holen etwas muss zahlen, wahrscheinlich nicht, aber genau, Reifall ist offen, wie es aussieht, hat es am Auto. Ich kann mal wieder sagen, es kann ja nicht sein, dass das komplett gesperrt ist, aber wenn jetzt eben offen ist, dann müsste man eigentlich mal in dieser Zeit gehen, weil jetzt hat es keine Leute rum. Weißt du, was ich meine? Jetzt mal da rausgehen. Ja okay, da ist einfach abgesperrt, dass man da nicht kann, da hinhocken. Und da hinten, ja, ich darf nicht hinterher fahren, ist mir klar. Siehst du, das ist auch mit dem, dass man so einen Pfund Bus bekommt. Ich stelle schnell mein Auto ab, oder? Und laufe meinen TÜV ab. Und laufe hinterher, um zu schauen, wie das aussieht. Nein, aber eben so viel zu dem. Das ist ein bisschen... Das Handy noch schnell mit. Ich da relativ weit weglaufen vom TÜV. Genau, sehr gut. Es sind zwar Leute rum. Das interessiert mich nicht, ich kann sonst da rechts durch. Nein, das ist einfach so, dass ich muss sagen, das sollte man eigentlich mal, ich weiss nicht, wie es am Wochenende aussieht, ob die Leute einfach da am Boden picknicken oder so. Oder wie. Aber es ist ziemlich leer, wie wir gesehen. Logisch, kommst du jetzt nicht kein Eintritt über nichts. Ist alles zu. Aber schau, chillig jetzt so Reifall anzuschauen, ohne grossartig
an die Leute heranzukommen. WC sind auch auf. Also Keimtipp. Keimtipp. Sind wir das? Da sollte man sich sonst mal überlegen und ich weiss nicht am Wochenende, wie es dann aussieht, oder? Aber jetzt sieht es echt chillig aus. Ich sehe sicher blöd aus, wenn ich mit dem Helm rumlaufe, aber ich bin einfach zu faul. Ich bin einfach zu faul, um den Helm abzuziehen. Sonst mache ich das Visier, aber dann sieht man mich gar nicht. Nein, chillig, schau. Da kannst du über da runterlaufen. Ich laufe jetzt einfach mal bis zum Rheinfall runter. Und schau dir mal kurz an. Ich weiss, ich bin mal mit dem mit dem Geschäft, haben wir so eine Rheinfall-Tour gemacht. Und sind, wie soll ich sagen, sind wirklich bis zum Rheinfall angefahren mit dem Schiff. Und es war zwar ein hure geiles Erlebnis gewesen, aber, und das muss ich wirklich sagen, auch hure nass. Ich meine jetzt nicht, weil es ja logisch ist Wasser, aber wie das so Wasserdampf gegeben hat. Abartig hat Wasserdampf jetzt wirklich. Oder? Muss schnell. Und es gibt da ein Restaurant. Das ist, ich weiss nicht, das ist auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, wie es dann heisst. Das Restaurant direkt am Wasser. Und das ist verdammt teuer. Also ich bin nicht rein in alles, aber kannst du dir ja vorstellen, oder? So, jetzt gehe ich bis wo ich eigentlich auf den Dächter runter, aber dann sehe ich jetzt wahrscheinlich zu wenig vom Rheinfall. Jetzt sieht man da viel. Also da ist ja nichts, der Rheinfall wäre links noch toll. Jetzt siehst du gar nichts. Von da aus. Nein, aber geil, schau. Bin gar nicht, aber da fährt man mit dem Zug durch. Ich habe gemeint, man fährt nicht direkt drüber. Ich habe gemeint, es gibt so eine Schlaufe rundum. Boah, schau das an, vielleicht ist das dort unten die Schlaufe rundum. Ich lasse laufen, ich nachher noch hören. Nein, aber schau, krass. Krass. Jetzt denkst du, bist du eigentlich oben? Seht dort? Sind da unten, da. Bis da unten an sind wir gefahren. Ich habe mir richtig gezeigt, dass nicht so Schweizer Kreuz drauf bist auf dem Berg. Und jetzt sage ich, bist du eigentlich hobbylos? Kann man da echt überlaufen? Krass, wenn ich schaue. Bist du eigentlich hobbylos, was du machst? Nein, aber ich bin schon mal durchgefahren und bin nur auf dem Parkplatz gesehen und bin dann, oder nicht einmal, damals hat das jetzt ganz gesehen. Oder? Ah, schau, ich kann wirklich ohne durch. Ich kann wirklich ohne durch. Ich kann noch ein bisschen mehr beobachten schnell. Dann gehen wir nachher nicht weiter und dann kann ich das zweite Thema besprechen von wegen, wie heisst es? Von wegen Alter vom TÜV. Oder von auch erste Zulassung, oder? Genau, schaut das mal an, wie krass. Also ich muss sagen, ich habe keine Höhenangst. Aber ich habe mega Schiss wegen dem Handy, weil ich so nahe bin. Schon schön. Mega schön. Ja, mega schön.
Nein, ich denke, ich gehe wieder auf den TÜV. Oh, ich war mit dem Helm laufen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, du, wenn ich filmen will, oder? Wie will ich, dann muss ich den abhalten. Nein, du. Leute kommen, mache ich das Visier runter und dann sieht man mich nicht. Krass, was ist das? Ich finde den Rheinfall mega atemberaubend zum Anschauen. Der Munot ist mega atemberaubend zum Anschauen. Kiburg. 5 Franken dort, aber wo so, dann darf man führen dort bis ganz führen. Also ich habe jetzt auch vergessen mit Corona. Ich schwitze unter dem Helm, du. Ja, du. Hey, ich hätte mega Lust auf die 360-Grad-Kamera, jetzt bin ich schon am Laufen. Und dann ist die Kamera in den Rücken geschnallt. Und es sieht aus, wie ich von GTA wäre. So am Laufen, schau. Schlüssel. Schon chillig. Nein, gehen wir weiter. Ja, jetzt sind wir in Schaffhausen und sind sozusagen beim zweiten sehenswerten Punkt von der Umgebung. Ich kann mir eigentlich ganz ehrlich denken, so, soll ich den dritten auch noch zeigen, dass es so ein sehenswertes Video ist oder wie auch immer. Aber ich habe gedacht, du zu der Kiburg auch noch fahren, das ist mir fast noch zu weit. Ich könnte das höchstens in einem anderen Video dann machen. Genau. Also was ich eigentlich vorhin wollte sagen, von wegen Erstzulassung ist so, ich habe früher nach, bei meinem Oldtimer, steht dort drauf, Erstzulassung ist ist irgendwie, Entschuldigung, ich habe das Navi auch. Nein, ist irgendwie etwas von Dezember 73. Und dann habe ich immer so gedacht, das ist immer so der Jahrgang vom Auto, was dort steht. Aber man muss genau schauen, es steht dort drauf Erstzulassung, oder? Und Erstzulassung ist nicht gleich Produktionsjahr oder Baujahr. Weil das Auto kann gebaut sein und dann da links, boah, stinkt das. Das Auto kann gebaut worden sein, aber bis das dann ist es noch lang. Ui, der kratzt. Und dann kann das noch lang. Ich muss nicht da blinken, das ist ein Kreisverkehr. Dann kann das, wie soll ich sagen, dann kann das noch lange im Showroom rumstehen. Und bis es dann schlussendlich verkauft wird, ist vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr vergangen, oder? Und dann ist es im Schluss eigentlich zum Beispiel, wäre es bei mir so gewesen, es ist ein 73er, es ist Ende 73 erst einmal eingelöst worden. Aber wäre es ein 73er, aber es wäre dann erst im Februar oder Ende Januar oder Mitte Januar eingelöst worden, dann wäre es auf dem Ausweis ein 74er. Aber eigentlich ist es ein 73er und es muss ein 73er sein, gemäß Getriebe und gemäß Front. Ja, nicht jedes gleiche Gruppe hat die gleiche Front. Man sieht ein bisschen beim Oldtimer ein bisschen Unterschied. Genau, so viel zu dem. Also ich finde eigentlich ist es nur ein Scheiß, weil rechts abbiegen ist eigentlich ein Scheiß. Müssen wir jetzt da rechts? Oder? Nein, noch nicht jetzt. Noch nicht da vorne dann. Okay, 500 Meter. Nein, wie soll ich sagen? Ist eigentlich ein Scheiß, weil wenn du dich nicht richtig auskennst damit oder nicht richtig schaust und du siehst, 73, okay, bestelle ich das Ersatzteil, 73 Ersatzteil als Beispiel.
Obwohl das Gute ist mittlerweile, man muss eigentlich bei jedem Fahrzeug, es steht, wie es heisst und welcher Jahrgang das ist und wie viel Leistung es hat und so. Das ist eigentlich nicht jedes Auto gleich. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel gibt es bei mir zum Beispiel einen, ich weiss jetzt den Jahrgang zum Beispiel auch nicht von meinem Mazda, aber es ist ein Mazda MX-5 1B und da gibt es ein BFL und da gibt es auch, also das ist ein Facelift, oder? Und da gibt es auch verschiedene Leistungen, 1,6 oder 1,8 PS. Oder gibt es so einen Unterschied? Und eigentlich, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt, dann wüsste man halt schon, was man jetzt für ein Auto hat, aber es kann natürlich schon zu Missverständnissen führen, oder? Wenn man jetzt einen frühen 73er bestellt und man kennt nicht die Details vom Auto, dann ist es schnell passiert, oder? Genau, jetzt habe ich schon ein Problem mit Anfahren. Nein, aber eben das ist für mich ein bisschen das Problem, weil ich zum Beispiel eben nicht weiss, wie man den Jahrgang herausfinden kann. Ich habe schon vielmals so Sachen gehört, ja, so und so kann man es herausfinden und so. Aber das ist irgendwie... muss jetzt da durch? Wirklich falsch. Aber man muss irgendwie... Ist das falsch? Also irgendwie gibt es so Seiten, wo man da Fahrgestellnummer kann eingeben oder so. Und dann ja. Komm schon vor. Jetzt ist dann ein Viertel von 5. Genau, Munot. Munot gibt es. Dann gibt es den, und der blitzt dann auf einer Seite, das wäre nicht für TÜV gar nicht schlimm. Munot gibt es, dann gibt es den Riefall, dann gibt es die Kiburg in der Umgebung, es gibt natürlich vieles anderes, dann gibt es auch noch Schloss im Flach, obwohl das glaube ich privat ist. Bin ich falsch gefahren, oder wie? Jetzt bin ich da nochmal rechts. Ich bin glaube vorne falsch gefahren. Ja, jetzt hast du das Problem. He? Entschuldigung, ich bin Lehrfahrer. Nein, eben, das ist ein bisschen so das Ding. Und dann hätte man da vielleicht schon rechts zum Monat können. Ah, mal, das wäre es richtig gewesen. Wäre richtig schon richtig gewesen. Ah! Nein, hör mal auf, ich muss jetzt weit fahren. Ich komme jetzt links. Ich bin schon mal einen Monat mit dem TÜV, allerdings war es nicht der TÜV, sondern ich glaube es war noch die Kawa 400er. 400er Kawasaki. Das ist noch bestimmt, jetzt weiss ich es wieder. Ich fahre jetzt einfach da durch. Boah, das sind aber auch viele Leute. Wo ist der Mund? Sieht man den überhaupt von da aus? So, ja, haben wir es gesehen. Also ich habe den Monat nicht gesehen, wirklich. Also, wo ist der? Das ist ein grosser Spurplatz. Und ist das der Monat, das alte Schweißli? Ich weiß es gar nicht. Naja, ich stelle jetzt scheiß Navi ab.
sauf etwas und dann ja, wäre es das gewesen. Ich habe jetzt auch keine Lust, wieder reinzulaufen mit meinen ganzen Töpfkleidern. Dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Video. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94. Ich fahre jetzt da schnell. Da hinten Sentisstrasse. Das ist ja der Sentis in der Nähe.